Willkommen zurück in Milton. Und Milton liegt in Kanada. Kanada ist verschneit und kalt. Und das Spiel, das wir spielen, heisst The Long Dark, eine neue Aufnahmesession. Ich habe ein paar Anpassungen gemacht. Zum einen habe ich die Auflösung ein bisschen aufgeschraubt. Und zum anderen habe ich die Gamma auch aufgeschraubt, weil es ist schon extrem dunkel ohne den mit diesen Häusern rein. Und wenn wir jetzt auf Lauttour gehen und es ist dunkel, dann sehe ich nichts, es sei denn, ich habe die Lampe dabei. Aber das kann man einfach nicht leisten, vom Öl her. Ich sehe jetzt auch gerade noch einen Wolf, der verschwindet gerade hinter dem Haus. Rechts sieht man, wie er den Weg watschelt. Dann gehen wir lieber in die Richtung looten. Der Wolf ist ja in der letzten Aufnahmesession, als ich dann noch in Panik zum Omi gerannt bin. Ich habe nur Heulen und Knurren gehört. Jetzt weiss ich aber auch, wo er ist. Es kann natürlich auch sein, dass es noch einen weiteren Wolf gibt. Schauen wir mal. Also, ich sehe, das habe ich in der Nacht, als ich da angekommen bin, vergessen zu looten, beziehungsweise ich habe es einfach nicht gesehen, dass es dunkel war. Aber jetzt tun wir da mal alles fleissig durchlooten, was es zu looten gibt. Es ist ein bisschen stürmisch und kalt heute. Man sieht unten links in der Anzeige für die Kälte, es geht 2 Pfeile runter. Da nur eins, weil es windgeschützt ist. Das sieht man oben in der Mitte vom Bildschirm. Das zeigt für Windschutz. Sobald der Windschutz weg ist, ist dann gerade wieder ein bisschen kälter. So, also erstes Haus looten, Milton House. Schauen wir mal. Wichtig immer alles anzuschauen, damit man wirklich alles findet. Und genau darum habe ich es jetzt auch ein bisschen bei der Gamma geändert. Ich finde zumindest am Tag sieht das Licht so auslange, dass ich ohne Lampe looten kann. Klo, ich lasse das im Wasser mal. So. Could end up being useful. Ja, durchaus. Schauen wir schnell. Neue Kappe. Ich habe im Moment noch 0,510 05. Ist es ein bisschen besser fit, aber die Werte von der sind trotzdem besser. Handtuch. Ich brauche jetzt auch nicht wirklich Stoff. Oder ich weiss noch, als ich das erste Mal das Spiel gemacht habe, oder den Story Mode, habe ich alles tot gelootet, aber schlussendlich kann man dann eher das Zeug mitnehmen in die zweite Episode über. Dann macht das da meiner Meinung nach gar keinen Sinn, sich das tot zu looten. Wenn wir... Kochtöpfe habe ich auch schon genug, oder? What have we here? Ich bin jetzt unsicher. Nehmen wir mal mit. Wenn man Sandbox-Mode spielt, dann macht es sicher Sinn, da gottsjämmerlich alles auszuplündern. Dann hat man eine ganz andere Voraussetzung. Aber da der Story-Mode ist doch, ich finde, deutlich einfacher ist wie Sandbox, kann man da ein bisschen nachlässig sein. Und wie gesagt, ich kann eh nicht alles mitnehmen. Das heisst, ich kann jetzt stundenlang, tagelang damit verbringen, alles zu looten, und nachher nicht zurücklassen muss. Also konzentriere ich mich jetzt in erster Linie auf Essen und Feuerholz, um das Omi glücklich zu machen. Und sonst schauen wir einfach mal, was so ist. Aber ich will jetzt sicher nicht alles zerlegen. Verbände habe ich ja im Moment genug. Ich brauche ja also auch nicht wirklich mehr Stoff. Schon, das ist schon. Mal schauen, was die zu bieten haben. Im Moment habe ich... Man kennt sie Stiefel 0505. Nein, die sind schlechter. Ich könnte mir dann auch zum Beispiel auseinandernehmen, würde dann, glaube ich, Leder oder Stoff geben, ob sich das wirklich lohnt. Und der Rede, die ich jetzt vorher gehalten habe, ist fraglich. Teddy, das Kinderzimmer. Hope nobody needs this anymore. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die Socken noch will. Ich schaue mal, ob ich die will. 010 020, die sind sogar ein bisschen besser. Aber die haben auch nichts. Die if I don't get some food soon. Nein, so schnell stirbst du nicht. Der letzte Einwohner von Milton, ein Teddybär. Und Sobi natürlich.
Okay, ich sehe nichts mit dem Haus rein. Da haben wir schon Abendstimmung. Und ein weiteres Haus. Oh, Kanister. This will keep the lamp burning. Sehr schön. Zündhölzer kann man immer brauchen. Ich sehe nichts mehr. Wahrscheinlich übersehe ich die Hälfte. Aber es passt schon. Milton Post Office. Kofferraum braucht das Brecheisen. Da ist nichts. Da ist nichts. Da vorne kann man ja noch machen. Sind alle Batterien drin. Da ist verbeulet, da ist nichts. Da. Ah, doch, kann man einsteigen. Ich glaube, das ist nicht wahnsinnig ergiebig, die Autos anzuschauen. Kofferraum scheint grundsätzlich nur mit Brechstangen zu gehen. Köpkenwolf und Sickenwolf und ich hoffe, das ist auch so. Schauen wir schnell, ob wir das Miltons Office reinkommen. Das sieht cool aus, oder? So im Untergang. Also eigentlich ist es traumhaft schön da. Sun's setting. It's gonna get a lot colder soon. Das stimmt. Also, dann machen wir... Es klingt zumindest nach einem Wolf, es gibt keine Antwort drauf. Okay, ich habe nicht gesagt, es gibt Antwort drauf. Scheint ein bisschen Wolfversicht zu sein, die Gegend. Oha, da... Oh, das ist jetzt aber schon recht... Es ist echt schon recht dunkel. Arzneipflanzen, cool. Ah, es gibt sogar ein neues Quest. Ach, die Grundlagen, die kommen von diesen Büchern. Ich bin Lackporling-Tee, Bartflechtenverband. Das Bartflecht habe ich schon. Hagebuttentee. Und Kleider reparieren. Ich denke, ich loote da jetzt, was ich noch gesehen. This'll come in handy. Dann geht es zu der Oma. Es ist schon zu dunkel, oder? Ich sehe keine Ahnung, was da hinten los ist. Das bringt so natürlich nicht. Es ist, ja, es geht noch zu. Okay. Dann liege ich da morgen weiter, wenn es wieder hell ist. In der Zwischenzeit. Und die Bartflechte irgendwo. Was geht ich das? Keine Ahnung.
Ach, dann vielleicht darf man lieber hinein durch. Habe ich vielleicht bei der Oma in den Schrank hier gelegt. Und sonst, da hat sie noch ein bisschen Bordfläche, dann nehme ich die mit. Ich finde sicher genug Brennbares. Ich fülle wieder alles um mich. Leck mir 60 Kilo, ich bin noch nie nicht. 5,5. Nein, Zündhölzer. Nein, und Zündhölzer brauchst du nicht. Du kannst mit dem Feuersteinholz machen. Holzmodell machen. So, da würde ich noch einiges sammeln müssen. Nein, es wird dunkel. Omi, ich bin wieder daheim. Omi? Wollt nicht mit mir reden. Was macht der Arm? 16. Moment. Also, dann würde ich sagen, mache ich mal die Survival Quests. Das ist ja einmal Bordfläche. Das kann ich alles umlagern. Wasserreinigung brauche ich glaube auch nicht. Also, dann haben wir mal all das Zeug. Und gesehen, die sind eigentlich schlecht. Das könnte ich auseinandernehmen, falls ich Stoff oder Leder brauche. Vielleicht mache ich Leder für. Ich weiß gar nicht, was Leder braucht. Das ist alles noch gut. Kochtopf. Einen Liter beim Omi und einen da hätte ich also nicht mehr gebraucht. Dose, Lampenöl. Netzzeug, das lasse ich mal. Bordflechte, das Leder. Hagebutten hat es ja geheißen, das soll man einen Tee machen. Schrott und... Gut, ich weiss nicht, vielleicht brauche ich das Leder zum Flicken. Jetzt machen wir das mal. Omi, hallo. Also, dass wir das ein bisschen parallel machen können und nicht zu viel Zeit vergeuden, Grundlagen. Ich brauche Lackpudding-Tee, kann ich nicht machen, du musst zuerst mal den Pilz sammeln, aber ich kann 3-mal Hagebuttentee machen. Und parallel dazu kann ich den Bartflechtenverband und Kleidung reparieren. So, schnell Crafting, Bartflechtenverband. Brauche ich wirklich nur den. Wunden sich entzünden, das ist ja super. 15 Minuten und... Aber ich könnte eigentlich mit 2 Töpfen parallel arbeiten. So. Weil ich brauche sicher Wasser zum Tee machen. Geht es ein bisschen schneller, wenn ich einen grossen Amount mache, dann geht es 15 Minuten, dann geht es natürlich immer länger. Machen wir 2-mal einen halben Liter, das langt ja. Dann mache ich 50, die geht genau 15 Minuten, machen wir. Wow, das braucht mega viel Wartfläche. Okay, einen habe ich geschafft. Mal schauen, wenn wir da in... Ist das der Verband? Nein, das ist der Verband.
Dass Wunden sich entzünden, das müsste ja auch bei der Medizin sein, das ist. Ist eigentlich das gleiche wie Antibiotika, oder? Mit sich Wunden zu desinfizieren. Oder Antiseptikum. Mein Gott, ich brauche das Medizinstudium für das Spiel. Das geht noch 4 Minuten bis Süden. In der Zeit mache ich vielleicht gescheiter nichts mehr. Kleider reparieren. Könnt ihr schnell schauen, wie lange das dauert. Da habe ich auch einiges unterwegs. Vor allem das wichtige Part gehabt. Die gibt es schön warme Aktionen. Reparieren. Vorgeschossen 5 Minuten, 38 Minuten. Das wäre jetzt, glaube ich, recht dumm, wenn ich das machen würde. Dann ist das Wasser noch weg. Ah, wobei, das geht nach 40 Minuten, bis es verkocht. Okay. Wie mache ich denn den Tee? Mache ich den da hinten? Ah, ich muss zuerst die Hagebutte zubereiten, okay. Was? Ich brauche für ein zubereitete Hagebutte 24. Boah, da muss ich noch Insta sammeln. Das lange hin und vorne sammeln. Ich habe gemeint, mit 40 ist viel zu viel. Gut, also kann ich jetzt wenigstens ein Hagebutten-Tee machen. Hagebutten als Hausmittel, auch Entzündungen und Schmerzmittel, okay. Viertel Liter. Okay, da kann ich jetzt wieder Bartflechte noch Hagebutten. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr vor allem. Okay, gut zu wissen. Aber dann tun wir noch Kleidung reparieren. Es ist jetzt schon recht spät in der Nacht. Ich warte noch schnell, bis da der Hagebutten fertig ist. Sonst zählt er nicht. Ein Bartflechte. Da haben wir 3 Hagebutten-Tee. Das ist noch jenstes. Omi? Alles klar bei dir? Das ist nicht so gesprächig heute. Gut, dann räumen die Ware wieder rein. Hagebutten, Verband. Kanister brauche ich auch nicht. Der ist noch recht schwer. Netzwerk brauchen wir jetzt auch nicht. Omi, was macht der Tee? Nehmen wir, ja. So. Sehr schön. Ein Tee. Ach, nehme ich doch mal. Nein. Der ist ja noch recht fit und nämlich zuerst Medis verbrauchen. So. Das gleiche mit der Waldflechte. Gut, Omi, reparieren. Du kannst mir jetzt sicher Anweisungen geben, wie repariere ich meine Kleidung. Ich tue mal das, was am meisten bringt. Und das ist zurzeit wirklich die gute alte Parka. Jetzt muss man schauen, die ist bei 53%. Es nimmt mich wunder, wie sehr sich die verbessert. 1.1.33. Reparieren. Umfang 33% schaffe ich mit einmal nähen. Hat 38 Minuten 95 und braucht 2 Stoff. Okay, dann brauchen wir schon gleich noch mehr Stoff. So, jetzt ist sie bei 86. Oh wow, und fast verdoppelt. Das ist ziemlich cool. Okay, mega cool. Ich tue jetzt aber das Netzwerk auch mal da rein. Und wenn es mal so ein schlechter Tag ist, wo das Wetter wirklich voll übel draussen ist, dann kann ich da ein bisschen
bisschen nähen und kochen. Omi, ich muss etwas essen. Und zwar, wenn ich jetzt, was haben wir jetzt, sagen wir 10 Stunden Schlaf. Das braucht etwa 700 Kalorien intus, schätze ich jetzt einmal. Was ist Essen? Ja. Kaffee macht. Ich muss mal einfach mal zum Schauen, was Kaffee macht. Okay, das schafft nur zum. Also nur zum Wärmen. Es ist ja in dem Spiel ist Wärme recht wichtig. Und zum Wachhalten. Dosen möchte ich im Moment lieber nicht essen. Machen wir mal so einen Müsli-Riegel. Alles, was schnell vergammelt. Da, ich mag mich erinnern, es hat auch irgendwie mal so Anleitungen gegeben, was du machen musst. Oder wo das Zeug am besten Lager ist. Geschmacklos Druckfleisch. Mal schauen, ob das lange. Zum Teil gewisse Sachen ist besser, wenn es draussen lagerst und gewisse Sachen, wenn es dein Lager ist. Ich müsste jetzt aber wirklich auch alles nochmal. Oh mal ein geschmackloser Müsli-Riegel. Und Trockenfleisch. 150. Jetzt habe ich 600. Ich denke, etwas ist sie noch. Nehmen wir noch eine Dose, weil die macht ja noch ein bisschen Kalorien mit dem Sugar Overdose. So. Müsste so lange. Ich nehme das Zeug mal noch mit, sicherheitshalber. Omi, ich gehe schlafen. Ja. Gute Nacht. Tschüss. Das Bett gefunden. Machen wir mal 8 Stunden, schauen, ob es schon hell ist. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut für die Kalorien. Scheint gelangt zu haben. Die Gesundheit ist fast wieder hergestellt. Es wird heller. I need to find food. Dürfte noch nicht genug hell. Morgen. Ich tue dem nochmal ein bisschen Wasser machen für den Tee, damit er schon vorbereitet ist. Und dann, weil es noch dunkel ist, wieder noch irgendwie etwas reparieren. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Weil die Zeit ist schon wieder rum. Bis zum nächsten Mal und tschüss.